Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Alien Isolation auf Pelzig. In der letzten Episode habe ich einen begnadeten Ausraster gekriegt, mehrfach, weil die Passage nicht so geklappt hat, wie ich mir das erhofft habe. Colonial Pigs, ach schön, ja. Und, ich habe mich mittlerweile wieder beruhigt, habe jetzt erstmal in die geracht. Und jetzt geht's wieder ein bisschen besser. Jetzt bin ich auch wieder voll dabei. Und wieder bereit für neue Schwachfug, der uns hier entgegenströmt. Aber alter Falter, nee, ich hab echt einen schieren Agresto gekriegt in der letzten Episode. Wenn man die ganze Zeit dieselbe Scheiße immer und immer wieder machen muss. Aber okay, ich hätte ja auch mein Hirn einschalten können und ein bisschen Geduld zeigen können. Dann wäre man doch auch schneller durchgerutscht. Also, sorry. Lade Bildschirm. Oh, oh. Lade Bildschirm. Ohohoho. Hopp, hopp, hopp. Ich will was machen. Ich bin hier, um was zu tun. Warum stehen wir hier? Tun wir was? Sie haben es geschafft. Nicht dank Waits. Der ist ein skrupelloses Dreckschwein. War er schon immer. Und stur. Wenn er jemals auf mich gehört hätte, wäre es nie so weit gekommen. Ja, ja. Es ist passiert. Tut mir leid, dass das mit der Abregelung vorhin schief ging. Kein Thema. Sie haben mich am Ende ja noch da rausgeholt. Ich treffe Sie dann im Büro. Ah, okay. Da kann ich auch wieder speichern. Aber in der letzten Episode wollte ich einfach nur so schnell wie möglich Schluss machen. Und hab nicht gewusst, wann der nächste Speicherpunkt kommt. Deswegen bin ich da einfach durchgewitscht. Ah, Flammenwerferöl, super. Da haben wir auch nochmal Flammenwerferöl. Das war ein Kamerad hier. Na, egal. Egal. Das ist jetzt, ach, interessant, wer das war. Karte aktualisieren. Oh je. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Ich glaube, ich weiß, was jetzt wieder kommt. Bei der Passage habe ich beim letzten Mal auch ganz schön Kanker. Das weiß ich noch. Da brauche ich jetzt aber auch Pumpy, glaube ich. Jetzt haben wir das Alien zwar weg, aber jetzt kommt eine neue Gefahr. Sonst hätten wir die Pump gar nicht gekriegt. So. Da sind nämlich die nächste Kasper. Ich habe 6 im Lauf. Und habe noch 3 zum Schießen bei der Pumpgun. Gucks. Okay. Wir sollen uns mal nicht sehen. Öffnen Sie die Sicherheitsgitter der Galerie. Denn kleine Astrodroide brauchen wir jetzt. Ob R2. Beeil dich. Okay, die haben uns noch nicht gesehen. Da bin ich am Anfang schier verzweifelt, weil ich nicht gewusst habe, was ich da machen soll. Und dann kam hier unser kleiner R2 Astrodroide. Und ich habe durch Zufall nur rausgefunden, dass ich den aktivieren kann. Der Sevastopol-Staubsauger oder was auch immer das sein soll. Okay. Jetzt sind wir hier drin. Sensor. Jetzt kommen nämlich Androide kommen, soweit ich mich erinnere. Und Menschen kommen als Gegner. Das wird auch wieder ein bisschen frustrierend, ihr liebe Leid. Ein bisschen ist gut. Ich werde wahrscheinlich wieder einen Hals wie ein Keksdos schiebe. Da habt ihr wenigstens wieder was zu lachen, wenn ich hier die Krätze krieg. Okay, neue Verbesserung für die EMP-Mine. Kann ich die eigentlich... Wo ist er dann überhaupt? Da unten, ganz unten. Nee, ich habe nur Annie zur Verfügung noch. Dort für jede Menge Elektroschockerladungen. Also gegen Androide bin ich gewappnet, das ist gut. Und gegen Menschen setze ich erstmal die Pumpgun ein, das erledigt die schneller. Ich kann aber leider nicht im Assassin's Creed Style hier rummetzeln, wie ich Bock habe. Ich habe schlechte Nachrichten. Etwas stimmt nicht mit den Androiden. Mit den Androiden stimmte was nicht, seitdem ich hier angekommen bin. Ja. Nein, das ist was anderes. Sie haben ihre Posten verlassen. Ich habe eben einige von ihnen in einem öffentlichen Bereich entdeckt. Das ist nicht normal. Super.
Passen Sie auf sich auf. Ja, was willst du noch sagen? Wirklich nur mit dem Aare-Rolle, super. Aber immer hier ist noch ein Freund bei den Marshals dabei, der uns noch warnt. Das ist gut. Wenn Androide kommen, nehme ich lieber meinen E-Schocker. Das ist noch einigermaßen leise. Da komme ich in einen kleinen Raum. Mach runter. Okay. Sensor und Bindemittel, das bringt nix. Ah, Shay hier, oder? Ah, ganz bezaubernd. Wie bei mir daheim. Ah, da ist noch was. Zum Speichern. Hier ist die Party abgegangen, ne? Eine Bar. Ja, da draußen sieht man auch, dass die Party gut war. Es ist keine richtige Party, wenn die ganze Stadt brennt, dennoch. Wow. Taschenlampe, Batterie. Kann ich nochmal voll machen, die Taschenlampe, Batterie. Okay. Dann kann ich die nämlich mitnehmen. Da ist sonst nix. Oder? Nee. Nix von Interesse oder sonst was ich noch mitnehmen könnt. Mann. Mit Schwarzlicht. Wenn hier Orgie gefeiert worden sind, dann müssten wir jeden Dupser sehen. Aber glücklicherweise scheint es ja wohl sehr gesittet zugange zu sein. Das will ich echt auch rote haben. Gehen wir doch rein. Wait, Ripley hier. Was ist mit den Androiden los? Ich habe keine Ahnung. Und was ist mit der Änderung der Gefahrenstufe? Verdammt, ich habe keine Ahnung. Ich versuche Samuels zu kontaktieren. Vielleicht weiß er, was zum Teufel Apollo hier anstellt. Doch ein Orgie. Aber nicht so eine, wie ich gemeint habe. Schlachtfest-Orgie. Ja, genau. Auf ein Hiwi ist immer Verlass. Das habe ich schon gemerkt. Ja. Ich glaube, ich gar nichts mehr. Ihr liege sicher. Da muss ich jetzt hier benutzen. Okay, da muss ich Trigger. Ah ja, okay, das ist 3-mal. Und Hoppala. Pledge. Gehen Sie zum Marshall-Büro zurück. Jo. Ja, vorher esse ich einen Salat. Ne? Ah ne, das war nur wieder hier die Brotbox. Habe ich jetzt die Androide auf die Menschen losgelost, oder? Warum so dramatisch von der Musik? Okay, ja. Komm her. Komm her. Ja, komm. Okay, lassen wir halt mal die Menschen von der Androide umbringen. Britzel. Jetzt geht's auf der Washing. Schon kaputt. Ja, komm, bring den um. Okay. Zumindest hat er nicht versucht, den mit einer Zeitung zu ersticken, wie der Ash beim ersten Alien-Film. Das fand ich so lächerlich. Und vorher, wie er dann noch bei dem anderen noch der Titty-Twister gemacht hat, als er dann versucht hat aufzuhalten. Ich bin voll auf die Brust gegriffen und voll die Brustwarze gekniffen. Das war sehr effektive 70er Jahre Androide-Technik damals. Hoi. Hoppala. Da kommt doch her. Ich glaube, jetzt kann ich auch wirklich wie die Axt im Wald mal wieder vorgehen. Ist bei Aliens so selten, dass ich das mal machen kann. Aber wenn ich es mal kann, ist mir gerade egal. Da hau ich auch alles kurz und klar, was ich sehe. Hey! Hoppla.
Dann sollte ich den Revolver vielleicht nehmen. Ach Gott im Himmel. Mal wieder der mieseste Schütze der Welt. Okay, lade ich mal wieder noch. Bitte patentierte Ripley schmeißt das ganze Magazin fort Methode. Und eine Pumpgun-Patrone habe ich auch noch. Dem seiner Pumpy ist aber nichts mehr drin. Trotzdem laden wir mal noch. Zweimal voll daneben geschossen. Das gibt's doch gar nicht. Elektroschocker-Munition, das ist auch wieder super. Je mehr, desto besser. Da muss ich mal um die dämliche Androide Gedanke mehr machen. Wo muss ich dann lang? Zum Marshall-Büro muss ich. Gut, schleichen muss ich jetzt nämlich, glaube ich. Wenn Menschen kommen, dann schieße ich halt zurück. Da ist noch was. Darf man nicht entgehen lassen, was es da noch gibt. Komme ich da durch? Nee. Komme ich dort durch? Ah. Waits, verdammt nochmal. Apollo hat die Androiden losgelassen. Sie greifen bei Sichtkontakt an. Ich habe keine Ahnung, was zum Henker hier los ist. Ja, Die keine reagieren Ahnung. nicht nur auf unbefugtes Betreten. Es ist, als würden sie jagen. Wen? Jeden und alles. Da, Was soll da, das heißen? da. Behalten. Ja. You are in safe hands with us. Am Arsch. Okay. Es ist so, als würden sie jagen. Na, danke, das hört man gern, oder? Oh Mann, oh Mann. Apollo ist scheiße. Ich hoffe, das System ist nirgendwo anders tiefer verkauft worden. Das kann so dappig war von Siegsen was zu kaufen. Na, komme ich hier nicht durch? Ah, doch. Nur Entry. Ah, ja. Ah, da ist er, der Ackermanns Heinz. Komm her. Komm her. Komm, 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 komm. Put. Ritzel. Batch. Gut. Ja, röchel du nur, du Typ. Ist mir jetzt ach egal. Ich will hier nur raus. Ich weiß, beim letzten Mal habe ich mich hier ach so oft verirrt. Und ich hoffe, das wird das mal besser, dass ich hier auch nicht rumirr wie ein Blöder. Aber ich habe auf jeden Fall meine Fassung wieder zurückerlangt. Das ist gut. In der letzten Episode bin ich hier vollkommen ausgetickt schon. Aber die Wut richtet sich nie gegen euch, ihr liebe Leute. Das ist immer nur gegen das Spiel. Da müsst ihr euch keine Sorge machen. Ich hoffe nur, ihr findet es unterhaltsam, wenn ich nur einen Austicker habe. Okay, hier ist wieder nichts gewesen. Auf unsere Schließ ist alles immer verfügbar, immer hilfsbereit, immer für Sie da. Unsere Satelliten verfügen über ein simples Design. Keine simulierten Emotionen, keine lebensechten Eigenschaften. Sie arbeiten für Sie, damit Sie Oh ja. beschwerden leben. Ey, diese scheiß Propaganda. Genial einfach genial. Mann, also das wird mich auch stören wie die Sau, wenn ich da auf der Station arbeiten würde und mir die ganze Zeit diese schleimige Werbung höre. Hau ab. Komm mal du her. Ach ja? Na komm mal her. Aber das kennen ja sicher alle von den Simpsons, oder? Ach ja? Komm mal her. Komm mal du her. Ach ja? Hopp. Jetzt bin ich gerade im Blutrausch. Ja. Immer in die Wart geschossen und schon ist er tot. Nix halten sie mehr aus. Nein! Greifen sie keine Verbündeten oder Zivilisten an. Hallo? Oh Mann. Nein! Jetzt muss ich den Scheiß nochmal machen. Okay.
Wait, Ripley hier. Was ist mit den Androiden los? Ich habe keine Was ist denn Ahnung. mit Carsten los? Und was ist mit der Änderung der Gefahrenstufe? Verdammt, ich habe keine Ahnung. Ich versuche Samuels zu kontaktieren. Vielleicht weiß er, was zum Teufel Apollo hier anstellt. Es wäre also mal nicht schlecht, wenn sie ihr Verbündete oder Leitmol irgendwie als solche auch ausweisen würden. Ich finde es als sehr verwirrend. Ich weiß als nicht, wer Freund oder Feind sein soll. Okay, natürlich, Feind ist derjenige Idiot, der auf mich schießt. Aber so Hanseldorp, die kennt man dann vielleicht auch bitte als Zivilist kennzeichnen. Also ganz im Ernst, ihr Entwickler, pfui, schämt euch. Ich mache es jetzt noch so weit, wie wir es gehabt haben. Und dann, ja, mache ich doch meinen Cut. Geht's dir noch gut? Okay. Okay, dann lasse ich jetzt auch in Friede. Komm her. Ja, was du wieder willst. Quatsch. Komm du auch her. Dann. Uf, der Washing. So. Der hat nur Alk dabei. Der hat noch Bindemittel und Schrott. Revolver-Munition hat ja. Oh, das hätte ich auch gern hier, so Security-Outfit. Hat der überhaupt was? Nee. Oh, dann noch deren Logik sehe, habe ich ja dann die Hiwis eigentlich Zivilisten umbringen lassen. Okay, ja, der will mir auch nichts. Guck. Okay. Dann heißt es einfach nur, dass die mit irgendwelche Arschlöcher überleben, die auch andere Leute angreifen. Okay. Okay. Wieder was gelernt. Nehmen wir uns immer Blä an. Huhu, die Androiden sind los. Hilfe, Marshall Waits. Okay. Da ist nix. Da war es die Anna, die hochgeht. Waits, verdammt nochmal. Apollo hat die Androiden losgelassen. Sie greifen bei Sichtkontakt an. Ich habe keine Ahnung, was zum Henker hier los ist. Die reagieren nicht nur auf unbefugtes Betreten. Es ist, als würden sie jagen. Wen? Leben und alles. Was soll das heißen? Bereithalten. Was soll das heißen? Das heißt, attackier sie, wenn sie siehst, die Mistviecher. Okay, ich bleib jetzt erstmal beim Revolver. Man weiß ja nie, was jetzt nochmal alles kommt. Wo ist er dann? Hier war doch auch noch einer, ne? Ja, hier war auch noch irgendeiner. Ich höre ihn auch schon. Andro der Eid, da ist er. Ja, komm her. Hi der Wie. Upsala. Ach nö. Jetzt grabst er mich auch noch, der. Hörst du auf? Ich sag dir, was keine Antwort. Oh, komm. Ah, das gibt's da nicht. Hopp. So, jetzt aber. Wehe, das lohnt sich nicht. Wehe, du hast nichts Gutes dabei. Schädel. Okay, dann pfeffer ich mal da nochmal das Ding rein. Okay. Das war jetzt mit Eibuße, aber na gut, ich wollte es schnell hinter mich bringen. Aber dafür weiß ich, dass der dort rausgewackelt ist. Also da muss es auch irgendwie einen Zugang geben, ne? Ja, hier gibt es irgendwo auch einen Zugang. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Aber wenn ich da oben bin, setze ich erstmal meinen Cut, ihr liebe Leute. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder von Let's Play Alien Isolation auf Pelzig, wo ich dann hoffentlich unterscheiden kann zwischen Freund und Feind. Ich sag dann schon mal Danke für eure Geduld wieder mit mir heute. Und machen's gut, ihr liebe Leute. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Episode in alter Frische. Machen's gut bis du hier. Iron Yankee.